Super. Also in dem Fall, macht's gut und... Hallo und herzlich willkommen zum 4. Adventskalender-Türli hier auf Storyflow. Für das heutige Video haben wir einen Abstecher auf Bischofszell gemacht und sind dort den Marco besuchen. Wir kennen den Marco vom Train Around Switzerland Trip, den wir diesen Juni gemacht haben. Und weil wir gerade in der Region waren, haben wir spontan gedacht, wir machen mit ihm einen kleinen Coffee Talk zum Thema Fotografie und Instagram. Viel Spass! Die ihn nicht kennen, könntest du dich ganz kurz vorstellen und könntest uns ein bisschen erzählen, was dich zu der Fotografie gebracht hat? Auf Instagram heisst ich Mark's Mission und mein richtiger Name ist Mark. Ich bin einerseits beschäftigt als Fotograf, arbeite jetzt immer mehr an Videoproduktionen und mache einiges zusammen mit meinen Kollegen auf dem YouTube-Channel Ice Production. Ich muss so sagen, ich bin eigentlich ungewollt in die Fotografie hineingerutscht. Es war so, dass ich Web-Videoproduzent werden wollte, wie es ja schön heisst, oder auf Deutsch einfach YouTuber. Ich habe mir damals mal mit 13 meine erste Kamera gekauft. Und die ist dann einfach daheim rumgelegen. Ich habe nie gedacht, es ist doch schade, wenn ich jetzt so eine Spiegelreflexkamera habe und die nicht verwende. Und dann waren wir mal an so einem Fest und ich habe das gar nicht gewusst, aber weil ich die Spiegelreflexkamera hatte, bin ich zum Fotograf erkoren worden. Ich habe ihn wirklich fotografiert. Voller Stolz meine Bilder auch abgegeben und dann hat es geheißen, ja, die sind alle rum und sind alle schlecht. Wow! Ist natürlich gar nicht geil gewesen, wobei im heutigen Zeitpunkt muss ich sagen, merci vielmals für die Kritik. Ja. Hat es gestummen? Ja, es hat gestummen. Und du hast dich aber in dem Fall von der nicht entmutigen lassen? Nein, im Gegenteil. Also im ersten Moment ist es natürlich für mich schon so, ich habe mich zuerst persönlich angegriffen gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit der Zeit habe ich mir überlegt, eigentlich muss ich einfach mehr fotografieren und dann wird es schon kommen. Und gesagt getan, also ich habe nachher noch bis vor einem Jahr mit dieser Kamera fotografiert. Das war meine Hauptkamera. Als wir in unseren Teenie-Jahren waren, dann haben wir keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber wir sind nie auf die Idee gekommen, dass wir jetzt irgendwie Berge gehen wandern und fotografieren. Und heutzutage gibt es so viele junge Leute, gerade in der Schweiz, die das wieder ein bisschen für sich entdecken. Und ein grosser Grund dafür ist sicher auch Instagram, oder, denke ich. Dass das jetzt natürlich auch ein Hype ist und so, ist klar. Aber es ist halt gleich irgendwie toll, dass durch das so viel, ja, vor allem eben auch junge Leute eigentlich inspiriert dazu werden, mehr rauszugehen. Für mich persönlich ist Instagram sehr ein grosser Teil von der Fotografie. Also ich würde jetzt behaupten, ohne Instagram an sich hätte ich das Hobby gar nicht mehr. Ohne Instagram wäre das hier noch ein Modelleisenbahn. Jetzt, wenn du einmal so unterwegs bist, ich habe gerade letzte wieder bei dir in der Insta-Story gesehen, ich glaube, zu dem gibt es ein neues Video. Wo bist du genau gesehen? In CLC. Und es hat verdammt kalt ausgesehen. Ich glaube, sogar die Kamera halb eingefroren gewesen. Da fragt man sich natürlich schon, wenn man das nicht so kennt, oder? Wenn man nicht so rausgeht, wieso tut man sich das an? Sogar bei so Temperaturen so oft einfach rausfotografieren. Was ist die Motivation dahinter? Für mich ist es wirklich einfach wichtig, ein bisschen unsere schöne Schweiz zu sehen und warum so bei Eistemperaturen. Also für mich ist ganz klar, wenn dann richtig, oder? Dann haben wir gesagt, weißt du, gehst in die Berge, gehst irgendwo hin, wo Schnee hat. Gesagt, getan, bin ich am Seealpsee gsi, habe ein Video aufgenommen. Es war eigentlich nur um die -2 Grad herum, das ist noch gegangen. Es war irgendwie auch ein bisschen erfüllend, weil es ist einfach so, sonst hocke ich nur daheim und ich persönlich bin der Meinung, wir leben nicht nur zum daheim hocken, wir leben zum ein bisschen unsere Natur erleben und ich tue es jetzt alle auch noch einfangen. Eben, das habe ich vorher gemeint. In deinem Alter, das war da, wo ich die ganze Zeit gemacht habe. Ich bin daheim rumgehockt und bin am Gamen. Und wenn man hier sieht, also heute überlege ich auch mal, was hätte ich alles mit dieser Zeit anfangen können, wenn ich damals schon den Virus hätte. Einerseits reisen, aber auch einfach bei uns in der Schweiz irgendwie rauszugehen, in die Natur zu gehen und einfach das ein bisschen, ja, die Natur bewusst wahrzunehmen. Und das ist halt etwas das Coole am Fotografieren und am Filmen natürlich auch, dass man halt, ja, auch ob es jetzt regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint, egal bei welcher Witterung, dann kommst du heim
Und obwohl es eigentlich grusiges Wetter war und du sonst immer daheim bleiben hast du nachher ein Bild, wo du kannst sagen, hey, mega cool, das wäre nie entstanden, wenn nicht schön Wetter gewesen wäre. Und das ist etwas, was mir auch persönlich irgendwie mega gefällt hat. Zum Schluss, ganz kurz, Marc, könntest du es noch verraten? Hast du einen Fotograf, einen YouTuber oder sonst irgendeinen Content Creator, wo du kannst sagen, hey, das ist mein grosses Vorbild? Ich habe 2 Vorbilder. Einerseits in der Street-Fotografie ist es Yannick Pulver und andererseits für mich in letzter Zeit einfach immer wieder faszinierende Bilder und einfach auch wirklich vom Menschlichen und Sympathischen ist der Paul Süder. Er macht Architekturfotografie und Porträt. Er hat einen so eigenen Style und das ist das, was mich bei ihm so fasziniert. Genau gleich ist es bei Yannick Pulver. Er macht sehr, sehr geile Street-Fotografie in einem geilen Style. Man kennt es sonst nur schwarz-weiß und er macht es einfach so sympathisch. Es ist einfach irgendwie so im Sinne Street-Fotografie erfrischt einen. Kann ich dir noch zustimmen? Den Janik kennen wir ja auch, haben wir auch schon persönlich getroffen und sind wir auch ganz grosse Fans davon. Also, Marc, in dem Fall danke vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Danke vielmals, dass wir dich besuchen dürfen. Super. Also, in dem Fall, macht's gut und bis bald. Cool. Und darf ich noch ein bisschen so heben, Marc, dass man ein bisschen zum Beispiel... Das Gesicht noch ein bisschen sieht. Ah ja. Gut. Ja, das ist, glaube ich, ein reifes drum. Das ist gut. Cool, mega cool. Ich stelle ab. Ja. Übrigens, vergesst nicht, an unserem grossen Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es einen Flug für 2 Personen von der Edelweiss, eine von ihren rund 50 Kurz- und Mittelstreckendestinationen, plus ein Reisekofferset von American Tourister und obendrauf noch ein Kamerakit von der Light & Bite. Mitmachen könnt ihr ganz einfach über den Link unten in der Beschreibung. Viel Glück!